Ich habe euch eben gesagt, es gibt einen Überraschungsgast. Unser Überraschungsgast ist inzwischen eingetroffen und ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Ich durfte ihn diese Session bereits zweimal als Sitzungspräsidenten genießen, allerdings leider auch nur im Jackstream. Es ist ein außergewöhnlicher Künstler. Er versteht es, sich jeden Saal zu holen, ob klein oder groß, ob ruhig oder tosend. Ich freue mich, ihn euch jetzt ankündigen zu dürfen, J.P. Weber. Ja, wenn die populären Menschen aus Bullenhofen bin ich da. Ne, das ist, welche Kamera darf ich? Auch im Namen meiner Eltern. Dankeschön. Das ist, was soll ich sagen? Fastelovend zusammen. Fastelovend. Er fällt mir wirklich. Also wirklich, Fastelovend ist so. Jo, wenn man das ganze Internet hier draußen so liest, ne, hier so Facebook und was man so all Instagram oder so, dann sagen die ganzen Athleten immer, ja, der Karneval, da kann man doch mal ein Jahr Pause machen. Das macht ja vielleicht Sinn, dass der Fastelovend braucht kein Mensch. Aber der Mensch braucht der Fastelovend. Das ist Identität, das ist Mehrwert. Das ist das, wofür wir gerade stehen, wofür wir den Hut anhaben. Jod, vielleicht geht das jetzt auch wieder irgendwie jetzt, so von wegen dem ganzen Impfen, weißt du? Obwohl, die Mika-Bäne ist als Impfzeug im Moment, aber willst du machen? Vielleicht mit der leeren Fläche inriefen oder noch irgendwie, keine Ahnung. Obwohl demnächst eine Chance für große neue Fernsehproduktionen, ne? Demnächst samstagsabends, ne, bei RTL, Gottschalk impft. Der ist dann die ganze Athleten auf der Besetzungscouch sitzen. Die werden dann live geimpft und dann müssen die sich dann da hinsetzen. Da kannst du direkt among die Nebenwirkungen sehen. Der Lauterbach, der klingt dann nicht nur wie der Antwerpes, der sieht dann auch so aus. Und dann hast du hier so Silbereisen, ne? Der Florian Silbereisen, der paddelt dann mit dem Traumschiff direkt among in die Impfarena nach Düsseldorf. Unter uns gesagt, der hat den Virus ja atemlos überstanden. Ne? Das ist ja, man muss auch ins Glück haben, wenn man vaginal intolerant ist. Man hier Falle, der läuft doch so kistig. Aber ehrlich, das ist, was haben wir, das ist ja alles so. Der Handel hat so, ne, die Friseure haben so. Jo, das stört jetzt so eine Johnson und Trump nicht, dass der Friseur so hat. Ne? Das ist das, was die für Fefis am Kopf haben. Man hier Falle irgendwie. Und dann, hey, der Brexit-Exit Johnson. Ne? Also wirklich, jetzt mal unter uns, ne? Dem sein größte Sorge von dem Johnson war ja, dass er nur noch nach Deutschland rennen darf, wenn er demnächst als Trump-Double im Sauerlandstern auftreten darf. Ne? Oder hey, der Trump und der Johnson, die hatten das ja. Die hatten ja den Virus. Die hatten Corona, dumme in Falle. Die hatten der Rinderwahn, wenn du mich freust. Ich habe das Bild schon im Kopf, wann die Bates versucht haben, mit ihrem Löhr aus der Flee aus dem Gesicht zu schlagen. Und dann heißt er, hey, was Söderianer, hey, die ganze Bayern, ihr sagt's irgendwie. Was haben die geschimpft irgendwie? Ja, wir sagen das Oktoberfest ab. Da haben wir Kölsch gesagt, der Karneval säße nicht auf. Der Karneval säße nicht auf. Ne? Dann haben wir den Karneval abgesagt. Da haben wir abgesagt. Jetzt kommen die Bayern wieder. Wir machen wieder Oktoberfest. Wart auf, dann schicken wir die Höhner. Grippe. Ja, das ist. Aber darf man ja nichts zu sagen. Sind gute Musiker, ne? Sind eine neue Bassist. Ne? Die haben ja auch dieses Jahr Jubiläum. 10 Jahre keine Hit. Nee, ja, dafür. Das ist, aber ist doch wahr. Übrigens, Entschuldigung, dass ich Kölsch war, das ist mein Sprach. Ne? Also, das ist ja wirklich ein Sprach. Kommt ja aus dem Repoarischen, Fränkischen. Wird ja so, ja, mit einer ISO-Zahl bemessen, 639-2 Kölsch ein Sprach. Du kannst ja konjugieren, ein Verb beugen. Ja, Sie können sagen, der Weber ist Driss, aber Sie haben nicht gelehrt. Ne? Zum Beispiel, ich gehe, pass auf jetzt, ich, Jan, du, jes, es, jet, Herr, jet doch. Ne? Das ist, oh mein Gott. Wir haben ja im Kölschen sogar Metaphern. Wir haben echte Metaphern, Bildsprache. Ne? Jo, das kannst du nicht überall übersetzen. Ne? Das kannst du nicht machen. Ne? Zum Beispiel, wenn du auf Deutsch sagst, der Hahn im Korb. Ne? Hey da, ne? Kann das mit der Kamera drauf? Hey, der Pfiffi da. Ne? Der ist, ne? Das ist der Hahn im Korb. Auf Englisch wird das nicht funktionieren. A cook in a basket.
Das geht nicht, ne? Oder, das, ja, ist das so. Aber es gibt auch unnötige Sachen, die braucht man jetzt nicht. Ne? So Akademiezeug manchmal für ein Brill, das hält man nicht Lohrmaschine, das ist ein Brill, dumm in ihr Falle. Oder eine Fernseher, ne? Das ist kein Euelskiss, das ist ein Fernseher. Obwohl, es gibt auch sexy Sachen, es gibt sexy Sachen von der Akademie. Seidenblouson auf Kölsch. Großartig. Seidenblouson auf Kölsch. Kennt ihr nicht? Ist ganz einfach. Sigge was Lümpche. Sigge, sexy, wa? Sigge was Jetzt stell dir uns vor, du bist aber auf der Akademie von der Kölschen Sprache gewesen. Stehst dann am Neumarkt, das in Köln heißt der Neumarkt ja Neumarkt, wobei der Heumarkt nicht Hümarkt heißt, weil der Pad fürs Heu, Gehü, kann man sich einfach merken. Stehst du dann beim Pig und Pop und wo ich an der Kasse sitze, Tag, ich hätte jene Sigge was Lümpche. Steht da wahrscheinlich so eine urkölsche Verkäuferin an der Theke, die sagt dann, bitte, was haben gesagt, habe nichts verstanden. Kannst du von uns ja. Und das ist auch der Grund, warum wir auch alle überleben. Wir überleben das alle. Da kannst du für. Die haben ja alle Angst gehabt, die hatten ja einen Kadanz, dass das ganze Mallorca hier drissen dann irgendwann nach Köln kommen kann. Das kann nicht passieren. Ich habe mir das angeguckt, die Unnötige. Solange so eine Tim Tuppet auf Mallorca singt, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Was willst du da auf Kölschstruss machen? Ich habe eine Knoche zwischen den Ohren, ich bin eine Hemmsche. Nee, kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Und mittlerweile, ich habe ja das Gefühl, wenn ich ja so Auftritte mache in der letzten Woche, ne, ich schwöre, Camgirl, ne? Mein Gott, ich bin so sexy. Kannst du... Was haben wir im Sommer für Auftritte gemacht? Ich hatte alles an Auftritte. Beerdigungen. Ich habe Beerdigungen gesperrt, schon nie gemacht. Beerdigungen. Obwohl ich muss sagen, Beerdigungen sind für uns Musiker tolle Sachen. Die wollen keine Zugabe. Ehrlich. Da stehst du auf so einer rheinischen Beerdigung, stehst du da von der Funke, hey, Naherholungsgebiet Melate, Erster Straße 204, steht hinter dir so ein Athlet. Ne? Schmiss die ganze Zig Frikadelle in das Graf. Noch ein Frikadelle. Ich stand da, so hör mal. Meinst du, unter uns gesagt, der frisst die noch? Guckt er mich an und sagt, meinst du, der stellt den Blumen noch in das Wasser, oder wie? Der ist so, ach, das. Und dann die Frage, soll man dann jetzt irgendwie Fasten machen? Ja, natürlich. Ne? Das, wie gesagt, das hätte ja alles so, der Handel hätte so, ne? Der Friseure, alles hätte so, dann müsste man doch jetzt machen. So, ja, der Mehmet-Tempel ob der Hornstraße hätte so. Hey, Pascha hätte so, kann der Harald ein Liedchen drüber singen, wirklich hätte so. Jetzt hatten sie ja für, aus der 150 Zimmer 150 Impfkabinen zu machen. Dumm in ihr Falle, das ist doch keine Schluckimpfung. Das ist doch... Nee, wirklich doch. Obwohl, man muss auch mal Abstriche machen, das muss man sagen. Man muss auch mal Abstriche machen. Natürlich machen wir jetzt. Und dann stehst du ja eine Anrufkrähe vom Rainer Hömisch. Und er hat gesagt, Weber, mir schrieben eine Lied. Der Rainer kann schreiben, Wahnsinn. Ey, der hat Kaczmarek geschrieben, noch ein paar andere Liedchen, die man wirklich kennt. Dann habe ich gefragt, sag Rainer, über was schreiben wir denn? Sagt er, über eine Kölsche. Ich sag, nee, das kann ich nicht mehr hören. Hey, Domring, Sonnenschein, Röcke, Ping, dumm in ihr Falle. Der sagte, nee, das ist eine super Idee für ein Liedchen über eine Kölsche. Das machen wir jetzt. Das ist ganz neu. Gerade zu lutschen, pass auf jetzt. Ja, ist geklaut. Aber gut geklaut. Es war am 8. Tag, spät in der Nacht, da hätte Lewe J. der Kölsche gemacht, dann hätten sich belurt und gesagt, ach komm, lass ihn so, komm, lass ihn so. Dann hätte in die gezeigt, wie man sich vermehrt, doch ein paar Prozent böchte immer noch verkehrt. Dem Herrgott ist das alles egal. Ach komm, lass es so. Ach komm, lass es so. Da habe ich ihm Rainer gesagt, pass auf, das ist ein schönes Liedchen. Aber da muss man doch singen können. Man muss doch mitsingen können, bis er bei der Kolumbine in Gelade die Mädchen wollen singen. Sagt, ja, Weber, super neue Idee. Von wer singen? Pass auf jetzt, ich sage, ja, aber lalala mache ich nicht. Ich bin nicht der Lalala-Typ. Nee, ist innovativ, neu, pass auf jetzt. Dub, dub, dubi, dub, 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 dub. Ach, weißt du, komm, lass es so. Komm, lass es so. Jetzt wird es
Köln intern. Na, der Hilje, 3 Könige, pilgern sie all hin, doch vielleicht sind in dem Schrein nur Hemmsche Knochen drin. Dem Herrgott ist dann alles egal. Ach komm, lasse das so. Jetzt gut, Aktuelles. Pass auf jetzt. Der Lauterbach, der meint, mit Kölsche sind durch Corona ins Fort. Doch der wahre Kölsche geht nur an Gilden kaputt. Dem Herrgott ist dann alles egal. Ach komm, lasse das so. Ach komm, lasse das so. Mit Kölsche han im Himmel ne VIP-Bereich, wer über Kuckelkornbuch kriegt einen Sonderpreis. Dem Herrgott ist dann alles egal. Ach komm, lasse das so. Ach komm, lasse das so. Schön Liedchen, ne? Das ist... Dankeschön. Jetzt sind wir ja unter uns hier. Wir sind ja unter uns hier. Also, jetzt fragen Sie mich immer, wie geht das dann? Du musst Bilder im Kopf anmachen. Du musst dir eine Lücke geben, womit sie interpretieren können, für sich selbst. Das ist bei einem Leben so. Das ist aber auch, wenn du Geschichte erzählst. Ich mache das ja nicht einfach nur einen Witz erzählen. Das muss eine Geschichte sein. Wie funktioniert das jetzt? Also, ganz einfach, ich mache uns ein Beispiel jetzt. Für ein Beispiel, wie das funktioniert. Stellen wir uns einen blauen Funk vor. So ein noch echt der blaue Funk, so ein Armsau. Weißt du? Der muss Geld haben, Nüssele, damit er fest im Blau machen kann. Da braucht er 2 Jobs für. Ne? Der arbeitet bei DHL, ist der Fahrer, und noch nebenbei bei Hermes. Weißt du? Eine blaue Funk halt. Jetzt fährt er jeden Abend vom Godorfer Hafen, fährt er jetzt nach Rudekirche, um von da aus dann nach Köln-Innenstadt zu kommen, Legosteine. Lego, die kleinen Legosteine. Jeden Abend 18 Uhr fährt er die. Ob einer Tour, Brudekirche, geht der LKW an das Struchele, die Klappe geht hinten auf und alle Legosteine fallen raus. Alles im Kopf, ne? Legosteine, alle. Das ist der blaue Funk am Sick. Muss der ausstehen, alle Legosteine wieder von Hand in den LKW hinein, ne? Mit die Kladde wieder zu und fährt weg. Genau einen Legostein lässt er liegen. Eine. Gut, hat er nicht verstanden. Ja, so geht mir das öfters bei der Prinzengarde, wenn ich da bin. Ja, beim Schlesiertreffen Kölns, wie ich immer so freundlich sage. Mal eine andere Geschichte. Also ein Mann, der ist müde, der ist kaputt. Und der hat keine Lust, irgendwie, der geht da zum Arzt. Zum Aldermat geht er zum Professor Dr. Weber. Sitzt dann da, Herr Doktor, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Hunger, ich habe keine Durst, was soll ich noch machen? Der sagt der Arzt, kein Problem. Du gehst jetzt in das Spital, die kriegen das in den Griff. Nee, eine Krankenhaus möchte ich nicht. Ja, dann, ich habe eine andere Idee. Ne? Was hast du denn genau? Ja, keine Hunger, mir keine Durst, mir keine Lust, weiß ich, was ich mache. So, ist ganz einfach. Du gehst jetzt mal an Friedas mitten in der Session, du gehst jetzt in das Maritim, das sind die Grieläscher. Kölsche Sitzung, da setzt dich in die erste Reihe, da könnte eine Büttenredner. Denn wenn du der hörst, da hast du wieder Lust, du hast Spaß, das ist der beste Büttenredner Kölns, das ist der Blötschkopf. Da sagt der Patient zum Arzt, aber ich bin doch der Blötschkopf. Und davon, oh, so tragisch. Obwohl, das ist Komödie, das ist der Humor. Probieren wir jetzt anders. Nehmen wir eine rote Funk. Eine richtige, klassische rote Funk mit so einem Schnöres in mir sehe ich 80 Kilo und dann das andere Bein. Weißt du? Eine rote Funk. Ne? In den 60er Jahren will der so eine Ausflugsreise machen. Da fährt er vom Hauptbahnhof bis nach Remagen, die alte Brücke. Ob die noch jetzt wirklich da ist oder ob die fort ist, will er gucken. Ja. Das ist ja auch das Heimatmuseum. Und damit er richtig was genießen kann, Köfer vorher am Neumarkt beim Pfeifenheinrich so eine Gesäßtorpedo, so ein Zigar, weißt du? Da will die dann schmuren im Abteil. Weißt du? Da dürfen wir. In den 60er Jahren durfst du ja noch rauchen. Da ist ja nur noch Dampfen. Dampfen, ne? Das ist hey, der Lötkolbenlutschen. Kennst du, dampfen, ne? Mit so, es ist ja für eine neue Papst, weil die Welt so viel Qualm ist. Das ist real. Jetzt setzt sich in der Abteilerin, mit sich die Zigar grad an, kürzere Mütterscherin, so ein Kölsch-Mädchen. So, weißt du, so ein Kölsch, ne? So ein Kölsch-Frau-Mensch, so, weißt du, Haar ob der Zeng und die noch gegen den Strich gekämmt, weißt du, so. Mit einem Stimmchen für eine Teller Zupkerl zu blasen, weißt du, so. Und das hat dann so eine Honk am Arm, so ein Hörgerät, so, ne? Jetzt setzt sie sich da hin und sagt dann zu dem Modefunk,
Also, wenn Sie sich die Zigarren machen, dann schmiss ich die aus dem Fenster raus. Das stört mich, von wegen dem Tabaksqualm. Da sagt der rote Funk, wenn Sie das tun, Mädchen, da schmiss ich Ihre Hunk hinterher. Ja, der mäht sich die Flöp an. Der qualmt irgendwie. Die Frau nimmt die Zigarre, schmiss die aus dem fahrenden Zug raus. Dann nimmt sich der rote Funk der Hunk und schmiss den hinterher. Jetzt gucken die sich eine halbe Stunde an in dem Abteil, bis sie in Remagen sind. Jetzt kommen die auf dem Gleis in Remagen an, beide mit so einer Anaconda im Gesicht. Weißt du, so. Ob einmal der Hunk angelaufen über das Gleis. Du glaubst jetzt nicht, was der in seiner Schnauze hat. Der Legostein. Geschichte. Das ist das, was damit geht. Du musst was zum Interpretieren geben. Und das ist genau so. Ist eine Story zu erzählen, ein Krätzchen, nennt man dann in Geschichte, ist genau so, als wenn du ein Lied singst. Genauso wie das nun folgende Lied. Zum Schluss, was gibt es Besseres an so einem Tag wie Hück, wie Gruppe für den Nobel verbrannt wird. Ein Lied von Fritz Weber, einer meiner Lieblingskomponisten. Von dem ist unter anderem 1900 Jahre steht uns Köller am Regen. Ein Lied, das die Endlichkeit mit der Unendlichkeit verbindet, wie kaum ein Lied zuvor. 1900 Jahre weißt du nicht, lebe Kerl, 1900 Jahre weht nur Tünnes und Schäl. Soll man sich mal so merken. Vor allem, weil das neue Motto für nächstes Jahr ist, alles hat sich zick. Ja, alles hat sich zick. Alles hat sich zick, auch für uns Kölsche oder Pullem oder mein Gott. So ja, für die Naturvölker, Bornheim. Ja, ne, das ist, Sie alle kennen das Lied. Ich glaube, emotionaler geht es nicht. Als kleine Fetz hab ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollt mir nur ein Rahmkamelchen kaufen. Ich funk min Straß nicht mehr. Ja, das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, Herr Jung, wo küsst du her? Ich hatte Angst, mich beim Schlawitsche. Im Jäh sah ich mich schon direkt am Mang in Kitsche. Doch spot ich ganz genau, meinet jod mit mir. Ich sah ihm dann treu herzlich ob mein Ehr. Ich bin eine Kölsche Jung, wat willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und unjen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee. Ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen, ich kölle Allah. Dran raden, ich lass niederkommen sangen. Lach doch im Leben nur, du musst dich noch fangen. Denn wenn du nicht mir lachst, das ist verkehrt. Sing doch ob den Mutterspruch, ob Kölsche Lied. Sing so wie ich, du brauchst dich nicht zu schammen. Und es du große Furcht, dann singen wir zusammen. Denn wenn du eines Tages im Himmelsbett hier stehst, dann sagt ihm Petrus heimlich, still und leer. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen, ich kölle Allah. Madet Jod, Ajuja zusammen.
Ja, ihr Jecken, was gibt es schöner, als einen solchen Überraschungsgast hier präsentieren zu dürfen? Und wir machen jetzt das, was wir bis jetzt noch gar nicht gemacht haben, denn ohne Publikum fehlt ein bisschen was. Aber wir bedanken uns bei J.P. Weber mit dem dreifachkräftigen Bullem, J.P. Weber, Livestream. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und nächstes Jahr auf der Bühne wieder Ja. in alter Manier. Herzlichen Dank, J.P. Weber. Mal schon.